Lachs Play, ja? Ja, kann du noch ausliefern. So schwer kann das ja nicht sein. Vielleicht sollte ich mal aber Prioritäten setzen. Das Standing on the Beach aus am Juni herauskommen. An nur dem sich schon ein ganz ausfeierlich Review zu dem ersten Teil gemacht und könnt ihr meine Meinung zum zweiten Teil. Also Protagonist also heute Sam Porter, mit das Kerstin nicht allein. De Lou, den BB-28 aus dem Teil 4 run, begleitet ihn an das Kehr nicht aus engem Pott. Der Sam will de Lou beschützen und dafür verstopfen sich verschiedene Ränge, mit dem 4 run etwas zu tun hat, aber wo kennt dem Lou weh tun wollen. Weil Joa kriegt hier nicht hin, bis Fragile hier aus engem Versteck findet. Hat Kanema aus dem Teil 4 run an des Sam hat hun auch eng Art Freundschaft abgebaut grot. Me hier weiß aber, wann hat das geht ab zum Sam verlangt. Hat checkt hier nach Mexiko für den Teil von Amerika auch beim Netzwerk zu verbannen. Die Zeit geht hat dann ob de Lou eben oppassen. Ganz am Anfang klappt das doch gut, hat checkt dem Sam auch Fotos zwischendurch, me leider soll es nicht so gut bleiben. Hungry? No. Oh. No more baby food for you? Fragile gëtt vun Baseleit mam Lou fand an de Lou evaluiert et leider net. De Sam ass wen se Schestelle kann, komplett an Fragile hëlt as seg neii Firma op, fir dassen op aner Gedank kënnt. Leider ass de Sam noch net so ganz auferstanden, dats de Lou net mi do ass, an dreht trotzdem die ganzen Zeit in dem Lou sei Pott mat. Wéi et dummer da weitergeht, dat gesäit den och mi spät am Spielen. Gemeinsam reise sie des Käier an Australien. An des Sam soll auch wéi am Deel 4 run de ganze Kontinent mat nee verbannen. Sie sinn NRW mat der DHV Magellan. Während ma NRW sinn, lehre ma nei Leiit kennen, Schëff, aber auch Weh durch den Kontinent. Me Personen, wo ihr kennt, kommen aber auch vier. Ganz interessant Personagen sind hier Drainy und Tomorrow, da verraten ich aber noch nicht ganz zu viel. Wir begehen in NRW auch BTs, Beach Things, wo ihr aus dem ersten Teil kennt. Wie hin kann ich aber hier, muss ich so ganz gut aus dem Weg gehen. Neue Gegner sind dann aber auch hier am Spiel mit dran. Die sind bis zum Schluss aber ganz mysteriös, und ich fand den Sinn aber ein ganz coolen Design. Wenn in den ersten Teil gespielt wird, also auch am schnell am Bild. Weil hier am Teil wird von Anfang an schon vieles, was ihr schon vom Teil 4 bekannt. Mehr am Laufe der Story kriegt ihr natürlich immer mehr dabei und noch neue Sachen dabei. So wie wir auch am ersten Teil den Mads Mikkelsen sein Personage hatten, haben wir heute den Neil Warner. Hier sieht aus wie der Snake, just am Death Stranding-Style. Hier reisen wir dann noch durch den Tag an die Welt von den Toten und wir müssen gegen hier kämpfen. Dadurch gehen wir aber auch noch und noch über die Tiergewur, aber auch über die Samsung-Vergangenheit. Ich muss sagen, 80% vom Spiel ist ziemlich genau dasselbe wie den Teil 4 drin. Wenn ihr den gerne habt,
wie ich auch hat, dann huet dem am zweiten Deel definitiv kein Problem. Ich fand, der Schluss vom Spiel war immens episch, mir auch verwirrend, aber ich fand der Pass einfach perfekt bei der Kojima. Grafikmäßig hat das Spiel vieles übertroffen, was ich bisher gespielt habe, und du kannst ihn absolut nicht meckern. Ich hätte mir gerne am Laufe des Spiels ein bisschen Aufwechslung gewünscht, aber Plot-Twist zum Schluss sind aber vielleicht ein bisschen mehr effektiv, denke ich. Am Fazit hat mir das Spiel gut gefallen und ich hatte eine gute Zeit. Dass sie vieles gewohnt gehen, wo am Deel für Run noch mehr secretive waren und wie gesagt, die Grafik war einfach immens gut. Es hatte viel Drama dran, aber auch Humor, was dann noch gut bei der Kojima passt. Ich habe auch so gelöst, dass wir Fans zu Metal Gear Solid auch ein paar Sachen dran sehen. Für Fans zum ersten Deel, und muss ich definitiv den ersten Deel gespielt tun, aus dem zweiten Deel immens zu empfehlen. Park hast du gut wie sicher gestalt. Ja? Mhm. Nee. Nee, er hat absolut keine Ahnung, dass ich scheu bin. Hä? What the fuck? Hä? Neil? Sind du Dürbel? Dürbel? Schmengen ich gouf vergifft an hunnelo Halluzinationen. Nee, Snake, die Person ist echt und schenkt einfach ein anderes Spiel zu sehen. Ein anderes Spiel? Was geschieht Ja, hier er schenkt gerade? ganz, als wäre Ich habe keine Ahnung, mir das liegt Ohren irgendwie alles mega aus dem Arsch gezogen. Meinst du, den checkt, dass mir alles hören, was den hier sieht? Du warst also ein billig Kopie von mir, ha? Also wann? Da warst du ein billig Kopie von mir. Also ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Wenn du nicht Neil bist, wie bist du dann? Lass mich dir erklären. Metal Gear Solid Delta Snake Eater ass wéi de nëmmet schon undeite läist e Remake vum Klassiker war Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Den Original gouf 2004 fir d'éicht released an zielt fir viel Leiit bis haut zu engem vun, wannet als der Bestspiel, dat den Hideo Kojima produzéiert huet. Och wannet den dritten Deel ass, spieltet chronologisch virun all anderem Spiel vun der Reihe an erzählte vun wéi de Big Boss den overarching Villain vun der Franchise zu segem Nummkommers. Elo no 2 Jahrzehenten huet Konami mit Spiel mat moderner Grafik an enger geupdateter Steuerung rausburt. D'Story spielt sech an de 60er Joren auf, matzen am Kale Krisch zwischen den USA a Russland. Et spielt den als Naked Snake, den an enger verdeckter Mission am russischen Dschungel e Wissenschaftler retten, eng Nuklearwaff zersteieren an schlussendlich seg Mentorin de Boss ausschalte soll. So ganz normale Mittwochmoien. Besonders unvergiesslich als die Story, aber nicht nimmen de politische Backdrop, mir hauptsächlich dat emotional Gewicht vom Snake Singer Rees vom jungen Soldat zum legendären Big Boss. Der Remake wurde am Anfang alles 1:1 überholt. Die neuen Cutscenes mit besserer Grafik und Belichtung sollten dafür perfekt für all langjährige Fans sein, aber auch für die, denen das Original zu viel an die Jahre kommen ist. Das Original war aber auch was Gameplay betrifft der Konkurrenz voraus, mit extrem tiefreichenden Mechaniken und Features, die dafür sorgen, dass ein Spiel immer und immer spielen kann und aller Methoden nutzen kann. Von purem Schleichen bis zu ganz Blazing. Beim Schleichen managt ihn dann aber nicht nur Ressourcen wie Munition oder Schalldämpfer, mehr et passe noch seine Tarnuniform an, dass es dem Gegner so schwer wie möglich ist, ihn zu entdecken. Dabei kann doch das Cure-System, bei dem ihn sich seine Verletzungen kümmern muss, und mit anderen Methoden umgehen muss, aufhängig von den Verletzungen, die ihn erlitten wird. Neu ist dabei aber, dass sie Quality of Life Shortcuts wird.
Wenn den sich verletzt wird, kann den einfach kurz Steuerkreis so abdrücken, für ein Menü zu kommen, oder es hält den Button gedrückt und es kriegt ein Pop-up-Menü für seine Tarnung zu ändern. Do hält es natürlich noch nicht ab. Allgemein gibt die Steuerung komplett überschafft und es spielt sich dadurch einfach mehr flüssig. Ziele kann ich mittlerweile auch wie an den meisten modernen Spieler, an dem sie den linken Trigger zieht und dann am rechten Stick die Kamera bewegt. Lo kann ich noch Crouchwalken, ähnlich wie beim Original. Zusätzlich kann ich ähnlich wie bei Metal Gear Solid 5 sich am Laien auch um 360 Grad drehen, was extremst hilfreich ist, wenn in einem Tight-Spot ist. Dafür gouf aber auch die Gegner-KI angepasst, für ein bisschen besser zu sehen. Aber bei verschiedenen Waffen gouf Bullet Drop angefügt, für die neue Steuerung auszugleichen, weil das Spiel sonst zu easy sein könnte. Für alle Puristen gibt es aber einen Legacy Mode, bei dem ihr wie beim Original mit fester Kamerasperspektive spielt und noch die klassische Steuerung behält. Das Sounddesign ist grandios, ob Dschungelsounds oder Waffen, bis hin zu den typischen Alarmsounds, von denen entdeckt. Alles ist dabei und verleiht dem Spiel einen Charme, den ihn einfach sonst nirgends findet. Natürlich auch den ikonischen Titelsong Snake Eater kommt du an als catchy wie je. Mit all den grandiosen Aspekten wird der Remake aber auch all Nodeler vom Original überholt. So könntet also öfters mal vor, dass in über lange Zeit sich taktisch durch ein Areal schleicht, nimmen, für das der Gegner immer kurz den kleinen Save im Eck gesagt, aber schon ist er ganz basisch auf der Sicht nur dir. Oder auch der Kontrast zwischen einem echten Militärthriller mit Kritik und Gesellschaft, Politik an dem Militär und James Bond Spy-Flick mit sexistischen Jokes, die zu den denkbar schlechtesten Momenten der Show klauen, außerdem dabei. Why not? Whoa, that is wildly inappropriate. Want some? No thanks. Umso mehr nach war Metal Gear Solid 3 nach einmal einen Schritt weiter gegangen und hat eine ganze Reihe Bosser, die mit Superkräften an extremen Anime-Gedöns auftreten, ohne dass das wirklich erklärt oder wie vorgestellt wird. Einerseits mega witzig, andererseits auch einfach komplettes Marsch gezogen. Kojima halt. Das bei diesen Bossfights hingegen mega ist, dass in am Platz einfach auf Bosser zu ballern oft noch weiter Strategie wird. Zum Beispiel kann den Verfolgen die erste platzieren, sodass der Fehl sich den Mo verdirft, oder das Spiel für Pudisch ausmachen und die End steht in Alter schwächt. Et kann ihn natürlich nach langer Bret weiter über das Spiel schwätzen, aber größtenteils kann ihn sich dann noch einfach ein Review zum Original angucken, weil grundsätzlich ist es das nämlich Spiel mit einem neuen Ustrich. Ähnlich wie den Oblivion Remake oder Halo Anniversary. Trotzdem gibt es Quality of Life Neuerungen, die einem auch als lange Fan einen guten Grund geben, Delta zu spielen und nicht dadurch auch irgendwie zu der definitiven Version vom Spiel machen. Und auch für die, die es noch nie gespielt haben, ist der Teil der perfekten Ausstieg. Das chronologisch gesehen den ersten Teil und noch die modernisierte Steuerung möchte perfekt für Leute, denen die Festkameraperspektiven oder die evaluierte Steuerung vom Original einfach zu viel an die Jahre gekommen sind. Aufschließend kann ich auch noch sagen, dass die Brillanz von Snake Eater nicht nur Nostalgie war, sondern einfach den zeitlosen Gameplay, der sogar heute noch ein Dave Bit, mit denen viele Spieler nicht mehr teilen können. Zeit, die Mission zu beenden. Nee, ha jas noch nicht.
Nope. Hi auch nicht. Nee, ich meine, am schaffst du noch nicht. Nee, noch nicht. Okay. An hi? Nee. Okay. Das, wie wenn der blöde Skript unsichtbar wäre. Wirklich. Tina kann gucken. Kept you waiting, huh? Wie war das? Wann ging so es klingt wie als Marsch gezogen, ganz ehrlich.